Servus und habe die beieinander zu einer neuen Recap-Folge zum 13. Hardline Filmfestival. Der Esel nennt sie wie bekanntlich immer zuerst. Ich bin der Mike, habe die Ehre und wir gehen wieder heim vom Hardline vom Samstag. Mit mir dabei der Corby. Hallo, hallo, hallo. Und der Tobi. Hallihallo. Der Tobi ist vom Filmtoast. Und da es bei uns kein Konkurrenzdenken gibt, der ist natürlich auch Kollege und kein Konkurrent natürlich und ist auch ein langjähriger Freund mittlerweile und Besucher vom Hardline. Wir haben heute gestartet mit den Interviews mit den Stargästen, unter anderem mit dem Paul, der den Director Spotlight dieses Jahr begleitet vom Hardline. Die Produzenten des Films The Virgin of the Quarry Lake haben wir interviewt, als auch den bayerischen Regisseur Florian Ecker, der den Film Krampus dabei gehabt hat, und das Regisseur-Produzentenpaar vom Film Buffet Infinity. Und ja, wie gewohnt, die Organisation von der Magda und von der Karin war wieder hervorragend. Die Leute waren sehr gut aufgelegt und es waren tolle Interviews. Und wir haben es das Mal geschafft, dass wir um 13 Uhr den ersten Langfilm geschafft haben. Und das war ein Film, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Das war Mother of Flies. Von der Addams Family mit einem D, die eine sehr sympathische Ansprache gemacht haben. Und Mother of Flies war ein Traum, muss man eigentlich sagen. Ja, Albtraum eigentlich. Ein Albtraum mit einer Hexe in einem Wald und einem Tochter-Vater-Pärchen, wo es um eine Bewältigung einer Krankheit geht. Ja, und das Ding war schon extrem beeindruckend. Vielleicht von der Geschwindigkeit her jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt für einen Samstagmittag geplant hätte. Aber nichtsdestotrotz eine Erfahrung wert, sehr beeindruckend und macht durchaus Spaß. Ja, das Tempo, das war wirklich schon hypnotisch. Also der hat wirklich tolle Bilder zum Bieten gehabt und auch ein paar richtig coole Effekte. Ich habe bei dem Film öfters mal an den Film A Dark Song denken müssen, bei dem sie ja auch eine Frau mit einem so eine Art Schamanen auseinandersetzt, um ihr Kind wieder zu beleben, und so eine ähnliche Thematik haben wir dann in dem Film auch. Und ja, war wieder ein gelungener Auftakt für den Samstag. Dem kann ich mich nur anschließen. War auf jeden Fall ein, ja, man könnte fast schon sagen, poetischer Film. Zumindest in seiner Bildsprache auf jeden Fall. Hat er sich irgendwo das Schöne zwischen Tod und Leben gesucht. Sehr naturverbunden, sehr naturalistisch gehalten. Optisch auf jeden Fall ein Hochgenuss. Und ja, das Tempo würde ich euch auch zustimmen. Das war durchaus ein bisschen behäbig für die Mittagszeit. Aber mich hat er tatsächlich ziemlich ordentlich eingesaugt. Jetzt pass auf, der Tobi, der darf ab jetzt nicht mehr mitschmatzen, weil der lässt uns blöd dastehen, weil der drückt sich viel gewählter aus als wir. Schmatzen, weil den nächsten Film hast nur du von uns drei gesehen. Genau, und den nächsten Film, der hat geheißen... Ach ja, Irati, das war vom Director Spotlight der zweite Film, genau. Also quasi der vorletzte vom Paul. Ja, hatte gute Fantasy-Vibes, wenn man im Grunde Guao dann schon gesehen hat, der doch eher in Richtung Folk-Horror ging, hatten wir jetzt eine solide erzählte Abenteuergeschichte mit Hauch Love-Story und durchaus einigen netten Monster- und Creature-Szenen, die, glaube ich, auch der Showstealer im gesamten Film gewesen sind. Schauspielerisch, ja, noch durchwachsen gewesen zu der Zeit, denke ich mal, seine Regieführung vielleicht damals. Aber im Großen und Ganzen konnte man sich da auch nach der Anspannung, die im Grunde Mother of Flies verursacht hat, da relativ gut zurücknehmen und gemütlich in den frühen Abend schippern lassen. Ansonsten, ja, viel Spaß mit den weiteren Minuten der Folge noch und wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall morgen zum letzten. Dann vielen Dank an unseren Co-Host und wir wünschen dir eine gute Nacht. Komm gut nach Hause, lass dich nicht entführen von dieser wunderschönen Stadt Regensburg und wir sehen uns dann morgen. Servus. Ciao. Genau, Bury the Devil. Wir befinden uns in einem Anwesen. Eine Krankenschwester kümmert sich um eine ältere Dame, die Alzheimer hat und nicht nur Alzheimer hat, die hat anscheinend auch noch einen dämonischen Begleiter. Das Beeindruckende an dem Film war jetzt nicht nur diese Exorzismus-Story oder was heißt Exorzismus-Story, das ist eine Besessenheitsstory, sondern das ganze Ding war eine Achterbahn. Also
Der Regisseur hat es, glaube ich, er selber gesagt, oder es stand da in der Beschreibung drin, es ist nicht nur ein One-Shot, es ist eine Achterbahnfahrt. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also die Kamera hat mehr oder weniger nie länger wie 2 Sekunden sich mal stillgehalten und hat sich ununterbrochen bewegt. Den ganzen Film lang. Wir sehen den ganzen Film lang in Echtzeit. Also das ist was, da erinnert man sich sehr, sehr lange dran. Und ich fand, das war genau der richtige Auftakt dann nochmal für den weiteren Abend, für das heutige Hardline. Also ich kann mich auf jeden Fall anschließen. Ich hab wirklich auch bei dem Film Evil Dead Vibes gehabt. So wie auch diese Besessenheit inszeniert war, wie die Stimme des Dämonen dann im Endeffekt war. Das mit dem One-Shot ist also eine zweischneidige Geschichte, weil man sieht in ein paar Szenen, wo geschnitten worden sein könnte. Aber wie gesagt, die Mühe, die da aufgebracht worden ist, um diesen One-Shot zu suggerieren oder dir weiß zu machen, dass das ein One-Shot ist schon Wahnsinn und auf jeden Fall respektabel umgesetzt. Der nächste Film war dann The Flesh Itself. Am Anfang vom Film ist noch so eine Texttafel durchgelaufen, die ich leider nicht ganz lesen hab können, weil wir mir ziemlich weit hinten gesessen sind und ich ein paar riesige Wasserköpfe vor mir gehabt hab und deswegen so manche Untertitel an mir vorbeigegangen sind. Aber es ging im Endeffekt darum, dass alle Kriegsdeserteure im, was war denn das, 19. Jahrhundert oder so? 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert Warte mal, 18. Jahrhundert war ja dann 1700, also dann war 19. Jahrhundert. Ja. Okay, es war im 19. Jahrhundert, bei dem ein paar Deserteure in einem Haus Unterschlupf suchen, bei dem es nicht mit rechten Dingen zugeht und mit blutigen Dingen zugeht, möchte ich fast behaupten. Und ein sehr unangenehmer Film mit tollen Darstellern und einer tollen Ausleuchtung, ein toller Soundtrack. Sehr dialoglastig, aber gegen Ende brechen dann alle Dämme und dann geht's noch mal so richtig rund. Wir haben ein bisschen so einen Okkult-Horror mit dabei und war wirklich wieder ein toller Beitrag für einen Samstag. Vor allem muss man sagen, der ältere Herr, der da mitgespielt hat, der sollte eigentlich einen eigenen Podcast aufnehmen. So eine geile, brummige Stimme, wie der gehabt hat. Also das, auch wenn, wie du schon gesagt hast, die erste Hälfte extrem dialoglastig war, der hat mich gehabt. Also, wenn der den Ansagen gemacht hat, dann bin ich selber da gewesen und hab mir auch gedacht, okay, ich muss mich jetzt zwar verbiegen wegen den Untertiteln, aber ich höre zu. Auf jeden Fall. Ja, und obwohl das auch sehr so dialoglastig war, war das alles sehr getragen von einer ganz bedrohlichen Stimmung und so. Also war ein toller Beitrag. Und dann ist eben auch schon weitergegangen mit dem Short and Hard Block, der wo ich jetzt zugeben muss. Ich hab mit 2 reingesessen und wollte mir zumindest einmal den ersten Film noch anschauen, den Gimme. Aber leider habe ich nach den ersten Sekunden die Augen geschlossen und erst dann wieder geöffnet, als der Abspann eingesetzt ist. Und wenn es schon mal so weit ist, im Kino ist es schön warm, wir haben ja schon 11 Uhr abends, dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt da leider raus aus diesem Kurzfilmblock, weil sonst sitze ich nur drin und schlafe. Was natürlich auch schade ist, wenn man noch so viel netzwerken könnte, weil wieder so viele bekannte Gesichter da sind, die man nur einmal im Jahr sieht im Hardline und da müsste man halt ein bisschen netzwerken, das hilft alles nichts. Also ist der Short and Hard Block an dieser Stelle leider ohne Infos von unserer Seite, weil wir leider da nicht dabei waren. Ja, richtig. Aber das macht das Festival da aus. Man kann halt nicht immer alles mitnehmen. Und wir werden auf jeden Fall in der großen Recap-Folge das ganze Hardline dann nochmal Revue passieren lassen. Morgen werden wir uns beim Community-Frühstück dann nochmal ordentlich mit allen austauschen, auch hoffentlich Fotos machen. Das haben wir nämlich sehr schmerzlich vernachlässigt dieses Wochenende. Ja. Und natürlich auch das restliche Festival genießen. Wir freuen uns auch schon sehr auf den Abschlussabend mit Jumpscare und auch der Band. Und insgesamt kann ich mal wieder sagen, es sind die schönsten Tage des Jahres. Nicht nur, weil ich mit meinen lieben Podcast-Kollegen unterwegs sein darf, sondern eben auch, weil es mittlerweile eine so große, tolle Familie ist. Da kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Na, kann man nicht. Amen, so viel. Amen. Somit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und eine gute Nacht. Servus und habe die Ehre.